Haha, zwischen den Tomaten sind noch ein paar Äpfel aufgegangen, weil an der Stelle, wo jetzt die Tomaten sind, letztes Jahr Äpfel waren. Da haben wir nochmal eine zusätzliche kleine Ernte. Wie ich meinen Mann gefragt habe, was hättest du heute gern zum Mittagessen, hat er gesagt, wir haben doch heute Morgen einen frischen Quark aufgemacht. Machst Äpfel und Luggles-Käse. Warum heißt der jetzt Luggles-Käse? In manche andere Gegenden heißt er Bibeleskäse. Da kommen wir schon so ein bisschen drauf. Bei uns sagt man Biberler. Biberler, das sind Küken. Also mit Quark oder gestandener Milch hat man vor allem Küken ans Füttern gewohnt. Wenn die jetzt zum Beispiel noch keine ganzen Körner picken konnten und sowas, dann hat man denen nochmal proteinreiche Nahrung gegeben, damit die schneller wachsen. Und das war ein Bibeleskäse oder Luggles-Käse. Die Rezepte weiß jede Hausfrau für sich am besten, was sie genau mag oder was ihre Familie gerne isst. Kann man jetzt mit Sauerrahm verfeinern oder fettarm einfach mit Sprudel aufrühren. Schauen wir mal, wie ich es heute mache. Jetzt ist er schön glatt gerührt. Und jetzt kann man sich entscheiden, soll ich ihn salzen oder lasse ich ihn mehr neutral? Dann kann man zum Beispiel, wenn man dann als Wengert-Vesper mitnimmt, dort entweder Marmelade drauf tun oder zum Beispiel Radieschen drauflegen oder frischen Schnittlauch drüber, Gartenkräuter. Hat man mehrere Möglichkeiten, wenn man jetzt noch kein Salz rein tut. Man kann ja auch nachher Salz drüber streuen. So, dann leihe ich jetzt mal ein bisschen kulturelles Wissen aus einem Urlaub im Spreewald. Da heißt es nämlich, was macht den Spreewälder stark? Pellkartoffeln mit Quark. Und die nächste Weisheit ist, Quark alleine macht krumme Beine. Deshalb gebe ich heute in mein Luggles-Käse auch noch ein Leinöl mit rein. Ich denke, das ist eine richtige Wahl. Jedes andere Öl kann man genauso gut. Kräuter liegen auch schon bereit. Ich hoffe, ihr habt auch ein Essen, das euch schmeckt. Bis dann. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.